Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum Pressetalk nach dem 1:4 oder 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis. Ihr kennt's, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Entschuldige mich schon mal für das Pfeifen. Ich habe gerade schon mal die ersten 5 Sekunden reingehört. Ich hoffe, das Pfeifen geht weg. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch eine Pressekonferenz gibt, die noch schlechter läuft wie bei uns. Aber irgendwie ist es wohl so. So, wenn alle sitzen, begrüßen wir zur Pressekonferenz nach dem Spiel der TSG gegen den FC Bayern. Ich darf beide Cheftrainer begrüßen und Wasser Kompanie. Sie haben das erste Wort, bitteschön. Ich werde einfach die Frage beantworten. Das ganz einfach sagen kann, ist, erste Halbzeit war Hoffenheim besser und zweite Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Ja. Ob Hoffenheim jetzt besser war, weiß ich nicht. Ja, ich denke, wir haben uns schwer getan, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja? Bedingt dadurch, dass durch die Zentrale halt gar nichts lief bei uns, gefühlt. Bedingt dadurch, dass ein Jackson gar kein Bestandteil war und so weiter. Ich habe es ja schon in meiner Analyse gesagt. Hoffenheim jetzt besser, weiß ich nicht. Aber ist natürlich schön, wenn er das so sieht, weil das heißt, es ist Arbeit da. Ja? Ich hoffe, er leitet davon nicht wieder ab, wie er es sonst getan hatte. So rotieren ist nicht. Ja? Ich finde, das Ergebnis gibt uns am Ende ja auch recht. Ja? Und man muss an diesem Rotieren festhalten. Ich habe es schon gesagt, du musst die Spieler mitnehmen. So, dass wenn die Spieler dann mal reinkommen, alle 2, 3 Spiele, dass sie dann einen gewissen Rhythmus haben. Das geht halt nur, wenn sie dann halt auch spielen können. Vielen Dank, kurz und knapp. Chris, wie fällt dein Fazit aus? Ja, vorweg, Vincent, Gratulation zum Sieg, zu einem verdienten Sieg, dann aufgrund der zweiten Halbzeit. War es dann hinten raus ein klares Ergebnis. Deshalb ist von uns auch keiner zufrieden mit dem Spiel, deshalb ist auch keiner happy jetzt in der Kabine drin, weil am Schluss haben wir ein Spiel verloren, ob das jetzt gegen die Bayern ist oder gegen wen auch immer. Jede Niederlage schmerzt, was aber nicht heißt, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Sind sehr gut. Erste Halbzeit haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja, da haben uns, aber auch bedingt ein bisschen durch uns natürlich, aber auch normal, wenn du fünf Änderungen hast und dann deinen einzigen Kreativen neben Harry Kane nicht auf dem Feld hast, was Michael Olise nun mal ist. Ich denke mal, das hat dieses Spiel gezeigt, wie wichtig er ist. Ja, aber das wissen wir hier auf dem Kanal, haben wir schon immer so kommuniziert. Dann ist es natürlich schwer gegen einen Gegner, der wirklich fickrig war, der heiß war in den Zweikämpfen und der defensiv sehr gut stand. Ins Spiel gestartet, haben wirklich es geschafft, Bayern München vor Probleme zu bringen, braucht halt, dass du diese wenigen Momente, die du dann kriegst, die du dann kreierst, in unserem Fall heute dann auch in Tore ummünzt, so dass wir echte Wirkungstreffer setzen können, nicht nur mit einem guten Spiel, sondern in Folge von Toren. Ist uns heute nicht gelungen, mit dem Abschluss von Modamar kurz vor der Pause mit dem Elfmeterpfiff nach der Pause, der nie und nimmer für mich einer war, nie und nimmer, denke. Ich habe es leider nicht gesehen, aber wir gucken es uns dann am Montag im Stream an. Wir haben heute gegen die mit Abstand beste Mannschaft Deutschlands gespielt, die einen hervorragenden Trainer hat. Da habe ich ja gesagt, du wirst gegen Bayern, du wirst niemals auf einen Bayern treffen, die nicht in voller Spannung sind, die nicht top vorbereitet sind. Und ich glaube, die brauchen nicht solche Geschenke. Es war für uns ein Nackenschlag gleich nach der Pause. Trotzdem haben wir sehr gut weitergespielt, aber mit einem guten Ergebnis kann halt dann diese Klasse-Mannschaft da das Ergebnis oder das Spiel kontrollieren und hinten raus, das Tor tut mir weh, weil es nimmt mir ein bisschen meine Story. Dass wir aus dem Spiel kein Tor kassiert hätten. Vielen Dank dir, dann starten wir mit Ihren neuen Fragen und gehen hier in die zweite Reihe. Kompanie, können Sie uns ein bisschen mitnehmen heute bei der Aufstellung? Sie haben ja rotiert, was da der Gedanke dahinter war, die Entscheidung. Und dann die zweite Frage auch bei Min Jae Kim. Können Sie da schon was sagen bezüglich der Verletzung? Min Jae Kim müssen wir noch schauen. Also, Boah, ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Min Jae war wirklich stark jetzt in seinen beiden Einsätzen.
Jetzt kann ich noch nichts dazu sagen. Und ja, das andere, ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass die Frage so oft gekommen ist heute. Ja, ich auch. Also ich darf natürlich nicht zu viel reagieren, weil das ist Zeitverlust, aber come on, Jungs, wir sind 2025 jetzt. Ich glaube, dass alle verstehen, ja, das ist nicht deine Frage, deswegen schon 10-mal heute beantwortet. Es ist wichtig, ganz wichtig, dass wir die Karte nutzen und dass wir nicht immer warten, bis das Moment, wo was schief läuft und dann machen wir das erst. Ja, das ist ja, was ich sage, ne? Das war letzte Saison so. Und ich habe es euch auch gesagt, die letzte Saison müssen wir ein bisschen unter diesem Aspekt sehen, die erste Saison von ihm und auch dieses Finale daheim, ja, diesen Druck, den so ein Jan Christian Dresen und die ganze Vereinsführung da aufgebaut haben, allein schon mit der Jahreshauptversammlung. Der hat den jungen Trainer, der noch keinen Titel gewonnen hat beim FC Bayern, dann dazu verleitet zu sagen, ey, scheiße, ich bleibe hier bei meiner ersten Elf und reagiere erst dann, wenn wirklich irgendwas ist, ja. Aber anscheinend hat er daraus ja gelernt und es ist vollkommen richtig, ja. Und es ist auch vollkommen richtig, dann jetzt irgendwann zu sagen, ich beantworte das nicht mehr, ja. Das ist unser Kader, den Kader muss ich nutzen und gut ist, ja. Natürlich spielt er auch ein bisschen die nicht vorhandene Vorbereitung mit rein, ja. Da ist das natürlich nochmal viel, viel sinniger. Hat man ja heute schon gesehen, ja, dass der eine oder andere Spieler da schon mit irgendwelchen Muskelsachen oder Boe auch mit Krampf und so weiter, da sieht man ja schon, dass da gewisser Verschleiß da ist und man nicht so sagen kann jetzt, ich spiele alle 3 Tage mit den 11 gleichen Spielern in der Startelf. Und ich muss noch dazu sagen, wir sind angefangen an dieser Saison ohne Vorbereitung. Wir haben nichts Vorbereitung gehabt, 2 Wochen und dann war das erste Spiel gegen Stuttgart. Der Ton ist eine Katastrophe, ne? Leute, liegt nicht an mir. Guckt auf den Bayern-Kanal. Einige auch wenig Urlaub gehabt und das ist auch alles sehr, sehr logisch und nötig. Und wichtig für mich, wie ich davor gesagt habe, das ist, wenn diese erste Halbzeit nicht perfekt ist, dann, dass wir die Reaktion zeigen. Und das haben die alle gemacht. Wir haben nicht gewartet, bis die 60. Minute zu reagieren. Wir haben sofort in die zweite Halbzeit sind wir besser reingekommen, haben akzeptiert, dass es in die erste Halbzeit nicht gut genug war. Und ich nehme das auch mit für die Mannschaft in Zukunft, diese Reaktion, das ist immer wichtig. Ja, und man sollte halt auch mitnehmen, zumindest auf den Posis, wo man Alternativen hat, ja, dass man dann da vielleicht auch mal changed. Ja. Ich denke, Leon Goretzka hat heute nicht gezeigt, dass er dieser Spieler da ist, der irgendwie gegen defensiv gut organisierte, starke Mannschaft da irgendwie ansatzweise da irgendwas machen kann. Und dann sollte man da vielleicht in Zukunft mal einen Tom Bischof die Chance geben. Aber ansonsten gehe ich da 100% mit. Ja. Gibt es weitere Fragen? Michael Pfeiffer vom Kicker. Jetzt haben wir über einen Elfmeter schon gesprochen. Es gab noch einen weiteren und einen, der nicht gegeben wurde. Kriegt man das zusammen? Wie hast du das wahrgenommen? Also der zweite an Olysee war für mich ein klarer Elfmeter. Bei Leon kann man drüber reden, weil die Hand von Conny Leim im Gesicht von Leon wäre natürlich ein harter Elfmeter gewesen. Brauche ich jetzt nicht herumreklamieren. Das war für mich aber mal so gar nichts, Alter. Die Hand im Gesicht. Entweder sprechen wir gerade über 2 verschiedene Szenen, das kann sein, ja. Wie gesagt, die erste Szene habe ich leider nicht gesehen, aber die gucke ich mir im Nachgang an, beziehungsweise werden wir uns mal Montag den Stream angucken. Dann sage ich da meine Meinung zu. Aber wenn ich dann natürlich so ankassiere wie den bei Albi, dann habe ich natürlich auch das Recht, dort zu sagen, okay, er wird halt am Abschluss, am Durchbruch dann gehindert durch die Hand von Conny. Aber jetzt ist ein Ende mit Herumjammern. Wir werden viel Gutes aus dem Spiel mitnehmen, definitiv. Wir werden auch wieder sagen, inwiefern sind wir durch dieses Spiel wieder eine bessere Mannschaft geworden heute. Und da werden wir einiges anfinden. Und zum anderen gibt es natürlich auch Punkte, an denen wir einfach arbeiten müssen. Da streiche ich einfach Standardsituationen heraus. Die haben halt einfach Bayern in Richtung gebracht. Ich glaube, vor
dieser Standardvariante, die dann Harry Kane zum 1-0 nützt, haben wir kaum etwas zugelassen und war in Leverkusen, glaube ich, 2 Standardtore, gegen Union auch 2, also wenn es nur Reboundbälle waren. Von dem her brauchen wir einfach diesen Prozess, den wir haben, auch bei Standardsituationen. Da braucht es dann auch oft nur Nuancen, wo du einfach Energie, Fokus nachschrauben musst. Und das ist einfach wichtig, dass man nicht aus solchen Situationen dann so leicht in Rückstand gehen oder Tore kassieren. Wir gehen hier auf der linken Seite ganz nach hinten. Herr Kompanie, ich habe noch eine Frage zu dem Freistoßtor, zum Eckballtor, das gerade schon angesprochen wurde. War das eine spontane Idee von 2 kreativen Spielern oder war das so einstudiert? Es sah einstudiert aus mit dem Blockverhalten. Also war das eine einstudierte Version? Ja, nein, wir haben das trainiert, aber es ist eins, das Tor zu machen, aber dann brauchst du natürlich Talent und Qualität, um das auch zu schaffen. Also ich glaube, der Pass kam natürlich perfekt, aber viel Raum hatte Harry nicht und trifft. Ja, und du musst mal gucken, wo der los ist. Ja. Und wie gesagt, es gab auch nicht viel 10 Zentimeter weiter nach links oder nach rechts der Ball und der wäre gar nicht erst aufs Tor gekommen, sondern wäre geblockt geworden. Ne? Also das war schon... Trifft ihm halt sehr, sehr gut aufs Tor und ja, wir versuchen jedes Spiel, aber natürlich ist es immer gut, wenn es mal klappt. Nico Beck, Rhein-Neckar Zeitung. Herr Hilser, Sie haben die Mannschaft unmittelbar nach dem Abpfiff auf dem Feld nochmal zusammengerufen. Können Sie uns da ein bisschen was verraten, was Sie den Spielern gesagt haben und warum es Ihnen vielleicht auch wichtig war, das direkt nach dem Abpfiff zu machen? Früher war ich nie Fan davon, das direkt am Platz zu machen. Wir haben uns dann entschieden, in dieser Saison das am Platz zu machen. Es hat früher eben in der Kabine stattgefunden. Es ist einfach aufgrund der neuen Fernsehrechte, dass wir alle viel, viel schneller zu den Interviews müssen. Gibt es nicht die Zeit, das in der Kabine zu machen. Deshalb gleich am Platz, um einfach schneller ein kurzes, schnelles, prägnantes Feedback für die Jungs zum Spiel zu geben. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich keine. Wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke. Joa, Leute, dem schließe ich mich an. Wa? Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Haut rein. Wie gesagt, Montag 18 Uhr live auf Twitch. Quatschen wir ein bisschen über den FC Bayern. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.